Chères sœurs, chers frères, permettez-moi de commencer mon homélie en luxembourgeois. Et ensuite, je passerai au français. Wir haben in unserem Leben schon ganz viele Hoffnungen. Hoffnungen an Enttäuschungen. Wir werden etwas, was dann aber nicht kennt. Heinz, so könnt ihr das besser. Und wenn wir so den Strich in der Rechnung machen, dann ist es nicht so fantastisch. Dann leben wir am Fangehol nicht ganz. Und wenn ein Alget wird, da können Sie sich vorstellen, was habe ich mein Leben gemäht? Habe ich wirklich gelebt? Oder habe ich mich Leben gelost? Sind ich einfach matt geschwommen? Und ich das gemäht, für die Leute rundherum mich machen. Und ich habe verpasst, dass Christus mir Hoffnung will schenken. Eine Hoffnung, die etwas anderes ist, wie als Kleinhoffnungen. Aber vielleicht müssen wir etwas machen, für dass wir diese Hoffnung an uns unholen können. Wir haben beim Jesaja hören, Johannes den Täufer, der wiederhält. Wir müssen eine Straße bauen, durch die Wüste von unserem Herz, durch die Wüste von unserer Existenz, von unserem Leben. Eine Straße bauen, einen Weg bereden, weil eine Sache ist sicher, Gott will bei uns kommen, Gott wird bei uns kommen. Und da muss man kleine Effort machen, weil könnt auf jeden Fall, aber dadurch, dass wir die Straße machen, dass wir den Weg breit machen, geben wir uns bewusst, dass sie könnt. Und dadurch können wir ihn dann noch abholen, und können ihm begegnen. Sonst könnten wir gelatscht, wir verpassen ihn. An meiner Kapelle am Bischofshaus habe ich eine schöne Ikone Hannen und der Mauer hängen, auf der ich gesehen, wenn ich Mass halen. Und auf der Ikone steht, ich sind dir. Es sind Part. Ja, wir brauchen als kein Part zu machen. Christus als Part, durch den wir gehen können, für an das Leben zu kommen. Für an das Leben hier auf dieser Welt zu kommen, dass wir wirklich Freude geben. Dass wir Traurigkeit hinter uns losen können. Dass wir Menschen gehen von Frieden. Dass wir Menschen gehen von Gerechtigkeit. Dass wir die Hoffnung, die den Herrgott uns schenkt, ausstrahlen können. Und dann wird auch als Kirche eine Chance. Da so und Leid nicht, wo gehen die Tote mit einem rosenden Gesicht an die Masse? Wie sie sagen, aber wo haben die Toten ihr Fried an ihre Hoffnung hier? Und das ist es, das Einzige, was dem Evangelium an der Kirche hilft, an dieser säkularen Welt. Du hast kein Pastoralprogramm, das uns das bringen kann. Keine Psychologie, keine Philosophie, keine Theologie. Das sind alles wichtige Sachen, die ihr pflegen muss. Aber wir müssen unsere Glauben nicht leben. Und das scheint der Glauben zu leben. Und der Glauben, der kann ja schon nicht allein leben. Das machen wir oft. Ne? Bei uns geht es für einer Singmasse. Ne? Du siehst noch andere Leute. Ne? Aber das Eismass, das Mass von der Kirche, voller Gottes, was sich versammelt. Und wenn er das spürt,
da geht ihr gern all Sonden. Da seht ihr nicht, oh, schon auf einer Besanisch, das war ein bisschen mehr spannend, das, weil die Mass. Wann die Mass wirklich die Begegnung ist mit Jesus Christus, man es von ihm begegnen losen, wo man Thema eine Schicksalsgemeinschaft antreten, wo Gott, der Papa, als am Heiligen Geist Teilholen lässt, Tod und Oberstehen von Jesus Christus. Wenn wir das können lösen, an uns normal Leben mal dran holen, da könnt Hoffnung an uns ab. Da spüren wir, wie der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist in die ganze Zeit am Gang ist zu wirken. Den Aneisers, der unter Meisers, an den anderen Leiders, der will, dass Frieden, Gerechtigkeit, Madenaner kennt. Und wir passen nicht ab. Und wir machen nichts. Ja, los mal das helle Schuhe benutzen. Das ist eine Chance. Eine Chance, für uns Leben schleifen zu gehen. Zusammen. Als Kirche von Lützeburg. An ihrer großen Diversität. Diversität von Sprachen, Diversität von Mentalitäten. Das war schon bei den Aposteln so. Und es ist stolz, dass das doch bei uns der Fall ist. Wir lassen mal liebig gehen als Kirche. Merci. Und ihr alle gut, dass ihr den Abend heim seid. Merci. Auch all die Ritter, die heim sind. Merci den Diakonen, den Geistlichen. Merci, ihr Volk Gottes, dass wir zusammen als Kirche von Lützeburg an der helllichten Schor herangehen können. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Dieu le Père se manifeste à son Fils Jésus lors du baptême. Et il lui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Est-ce que nous sommes conscients que lors de notre baptême, Dieu a dit la même chose à chacun, à chacune de nous? Tu es ma fille bien-aimée. Tu es mon fils bien-aimé. Parce que, par notre baptême, nous appartenons au peuple saint de Dieu. Et nous sommes tous sœurs et frères. Nous avons tous reçu le même baptême. Et par ce baptême, nous sommes liés à la personne de Jésus. Nous sommes liés à sa mort et nous pouvons espérer la vie éternelle parce que nous sommes aussi liés à la résurrection de Jésus. Et alors, nous sommes les fils et les filles adoptives du Père. Nous sommes les frères et les sœurs adoptifs de Jésus. Et c'est beau, parce que cela veut dire que Dieu a le même regard sur chacun de nous, le même regard qu'il avait sur son Fils Jésus. Et cela nous donne tout d'abord la certitude d'être accepté et d'être aimé, sans condition par Dieu. Cela nous donne la certitude que Dieu veut que nous vivions, que nous ayons la vie. Et nous, le peuple des baptisés, nous sommes appelés à être le peuple de la vie, même si autour de nous, on marche à l'ombre de la mort. Le peuple de la vie, malgré nos maladies,
malgré nos soucis, malgré nos peines, malgré nos douleurs, malgré la mort de nos proches et malgré notre propre mort, nous sommes le peuple de la vie. Et par ce même esprit que Dieu le Père a ressuscité son Fils, il va nous ressusciter d'entre les morts. Nous sommes le peuple de la vie. Alors, nous avons toute raison pour avoir l'espérance. Et cette espérance, nous pouvons la toucher si nous entrons par la porte qu'est Jésus, si nous écoutons sa voix. La parole de Dieu, la Bible, les évangiles, c'est la parole de vie. Nous, le peuple de la vie, que ce serait beau si nous recommencions à lire l'Écriture sainte pendant cette année sainte. Parce que ces paroles qui tombent en notre cœur sur notre vécu, sur le vécu de chacun, sur notre expérience humaine, sur nos douleurs et nos joies. Et ces paroles vont faire éclore, vont faire naître, au-delà de nos douleurs, de nos joies, l'espérance. Peuple de vie et peuple d'espérance. Marchons à la suite de Jésus. Et alors, n'ayons pas peur de témoigner de notre foi, parce que beaucoup de nos compagnons qui ne partagent pas notre foi ont un désir profond de vie, d'espérance et de bonheur. C'est en nous voyant qu'ils pourront se tourner vers Dieu et vers son Christ pour y trouver la réponse aux désirs profonds de leur vie. Merci d'être là. Merci que nous pouvons être chrétiens ensemble. Merci de célébrer ensemble cette année sainte et laissons-nous transformer par la grâce de Dieu. Amen.